Irgendwer hat Wingardium Leviosa auf dem angewendet. Wer war... Wifi? Bist du da irgendwo? Also, das war aber danke, dass du nicht so gefallen lassen hast. Danke für deine Unterstützung. Freut mich. Sehr gut. Oh, da ist Kraut! Oh, ich hab mich noch nie so über Gras gefreut. Ja. Jetzt schleich dich halt einmal ha. Das gibt's doch nicht. Oh ja, da geht's zu. Die haben noch keine LED-Birndeln, hab ich. Da schon Röhrenbirndeln haben die noch. Das ist nicht zeitgemäß. Der Robert Habeck, da sind. Na, da pass auf, wenn ich schick dann Habeck vorbei, dann hat sie sich gleich ausgegeistert. Dann hast du erst ein Gespenst in deiner Bude. War ziemlich cooler auch, definitiv. Oh, jetzt kommt die blöde Fotze von hinten. Möchtest du eigentlich. Oh Gott, das ist jetzt ein zweifelhaft da. Ich hab's. Nein, leider, ich hab's nicht so gemacht, wie ich es gesagt habe, okay? Holt sein Bitchen zurück. Kurze Frage. Das Arkham Asylum, ist das ein Hochsicherheitsgefängnis oder einfach eine Irrenanstalt? Oder beides? Es ist immer wieder schön, auf meine kleine Hacienda zurückzukehren. Hochsicherheits-Irrenanstalt. Okay, ein Kombi aus beidem, na toll. Der deutsche Bundestag quasi. Was ist jetzt mit dir, Maral? Schirm ein Nümmerchen oder? Okay, sie ist offensichtlich nicht begeistert, wenn ich mit ihr ein Nümmerchen schirme her. Mats, chill dein Bandscheiben. Ja? Ja, das ist jetzt unser Headset. Warum hörst du da nichts? Ich verstehe die Frage nicht. Und warum hast du so viel Haar auf deinem Dödel? Noch nicht! Das meine ich ernst! Ja, ist schon gut. Hey, kannst du mir bitte nicht den Stick Gold Tee schauen? Das war ganz zauberhaft von dir. Mats, reiß dich zusammen. Es sind Zuschauer anwesend. Ist mir wurscht, ob die anwesend sind. Ist schon gut. Der Legolas schießt dem Elch aus 5 Kilometer Entfernung mit einem Arm auf dem Rücken gebunden, einen stumpfen Pfeil mit einer durchhängenden Bogensehne ins Arschloch rein. Und zwar genau ins Arschloch. Ja? Der hat den Skill dazu. Ja? Und schaut dabei noch gut aus, richtig. Warum, aber was ist mit ihm eigentlich verkehrt? Hat er irgendeine Störung, hat er irgendeinen Knick in der Matrix? Oder warum läuft der gegen sein Gitter? Ich verstehe die Frage nicht. Da haben wir wieder beim Thema. Durch den Helm, da siehst du keinen Meter durchgesogen, Kibius ist. Das kann nicht anders sein. Das gibt's nicht, so blind kann kein Mensch nicht sein. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie ich drauf komme, aber ich glaube, die haben so einen Dödel angeschnitten. Ne? Das schaut nicht ordnungsgemäß aus, was du da hast. Ne? Ich meine, du wirst mich jetzt gleich umbringen, aber ich wollte einfach nur mal eine Frage stellen. Ne? So ganz freundlich. Aber das Eis ein wenig brecher. Verstehst du, wie ich meine? Dieses Pokémon fühlt sich glatt und feucht an. Ja, seh! Das Salz ist stark in dir, mein Freund. Das haben wir sofort reagiert. Schwarze in Elefantentanga und Nippelsternen. Let's go sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Bazi in Elefantentanga und Nippelstern. Jetzt wird's aber schon extrem. Also, ihr sollt nicht die Viewer eher einen Kopf bumsen mit deinen. Also, so ein Unrealismus. Jetzt mach nicht dir zu, Grutze, fix, ich red mit meinem Chat, du hast jetzt Pause. Zupf dich. Ja, ist mir wurscht, scheiß auf Gegnerpräsenz. Okay, scheiß doch nicht auf Gegnerpräsenz. Okay, das war. Okay, da sollte man vielleicht nicht blindlings reinrennen. Ich war noch so jung. Du blöde Sau, du blöde. Die ist zwar von den Stats her ein bisschen schwächer wie die, wo wir gerade gehabt haben, aber die schaut halt dafür auch um 5 Punkte besser aus, gell? Also da kannst du jetzt wirklich gar nichts sagen. Ich mag das nicht mehr. Mehr Fashion ist mehr gut. Scheiß auf Stats, Hauptsache man schaut geil aus. Ist die oberste Devise in einem Soulspiel. Du bist es ist erwiesen, dass du automatisch schlechter spielst, wenn du scheiße ausschaust. Hallo?
Das ist gut. Das ist ziemlich gut. Das ist ganz gut. Wenn du schon am Beten bist, Mr. Seitsching, habe ich dir. Das ist gut, wenn du an einem Feiertag am Beten bist. Perfekt. Da hast du es ja gar nicht, da hättest du es ja schon gar nicht mehr schlechter treffen können, wenn du mich fragst. In nomine Patris Amen. Genauso nämlich. Alles wird bei dir. Ich hab's glaube ich, vorher gesehen, dass du immer nur DBD spielst. Also, das sitzt, wie ich sage, sitzt ja schon wieder auf einem ganzen Haufen beieinander, oder? Ja, ist eh klar. Warum frage ich eigentlich? Und sonst sagt er, wer Gott. Stimmt auch wieder. Aber naja, mein Gott, nein. Die Sucht, ja, das lässt halt nicht aus, gell? Aber ich kann's ja irgendwo nachvollziehen. Ist ja nicht so, dass ich es nicht nachvollziehen kann. Um Gottes Willen. Ich habe momentan auch wieder quasi mich so ein bisschen in der Yu-Gi-Oh! Sucht wiedergefunden. Was heißt Sucht ist jetzt relativ. Ich spiele es halt wieder. Ja, täglich eigentlich ein bisschen. Und mal schauen, wie lang. Keine Ahnung. Das ist bei mir immer so phasenweise. Ich habe da wieder so Phasen drin, da spiele ich wieder einen Monat Yu-Gi-Oh! Und dann spiele ich wieder 3-4 Monate nicht. Und dann habe ich wieder so einen Spleen, dass ich wieder meinen muss, ich muss spielen. Und dann, ja. Ich habe jetzt auch wieder mal Bock auf Mario Kart. Hätte ich grundsätzlich auch, ja. Aber da jetzt scheinbar schon langsam Sommerloch kickt, wird es wahrscheinlich wenig Sinn machen, weil einfach viele Leute draußen haben und halt die mehreren halt quasi nicht im Stream da haben, was auch völlig verständlich ist. Und da macht jetzt Mario Kart wenig Sinn. Also grundsätzlich hätte ich schon Bock drauf, aber da müssen wir halt aber auch ein paar sein. Also keine Ahnung, wie 2, 3 Hanseln, das ist dann keine Ahnung. Das ist eigentlich nicht so das Wahre. So, wenn du 7, 8, 9 Leute beieinander hast, die dann mitfahren, da hätte ich schon wieder Bock drauf, ja, tatsächlich. Aber wie gesagt, jetzt kommt das Schöne wieder, die meisten haben raus. Glaube ich, wird es im Mario Kart technisch nicht viel zusammengehen. Vor allem wegen dem Turnier, wo du letztes Jahr gefahren bist oder weil du wieder eins fährst? Nein, so grundsätzlich Mario Kart kann man schon machen, aber wie gesagt, da müssen halt aber auch ein paar Leute da sein, weil anders macht es halt jetzt aktuell keinen Sinn. Weißt du, wie ich meine? Also wenn ich zu zweit oder zu dritt umeinander fahren, das ist jetzt dann auch nicht unbedingt so das Wahre, wenn es dann mit 8 Bots umeinander reist. So wie dort die Mario Kart Abende, wo wir da gemacht haben, da wo wirklich 11, 12 Leute mitgefahren haben, das war schon richtig geil. Weil bei der Welser Comic Con wieder ein Mario Kart Turnier gibt und ich dort Teilnehmer mehr. Ah, okay. Ja gut, wir können ja offstream mal miteinander rund umeinander fahren. Das ist das weniger, dass man Discord-Session macht, weil da ist man mehr oder weniger, da ist, ich sage jetzt einmal Black Up mehr oder weniger wurscht, wie viele Leute das da haben. Wenn wir dann gerade zu zweit in einer Random-Lobby haben, ist dann auch wieder egal. Aber so für On-Stream mit der Community, da müssen halt auch die Leute da sein. Also finde ich, Gottes Willen. Aber das haben wir jetzt tatsächlich gestern oder vorgestern gedacht, dass mich wundert, dass die Frage noch nicht aufgekommen ist, wo wir wieder Mario Kart fahren. Ne? Und 6000 heute ist schon soweit. Aber wie gesagt, ich kann es verstehen, dass. Also ich hätte auch Lust drauf, aber wie gesagt, da müssen halt einfach auch ein paar Leute da sein. Anders macht's überhaupt keinen Tag nicht. Oder halt macht nicht so viel Spaß, sagen wir es so. Taugen das natürlich genauso, aber. Naja, ist halt auch immer anders. Aber das kann man mit Sicherheit wieder irgendwann einmal einrichten. Der nächste Herbst oder der nächste Winter, der kommt ja bestimmt. Und da werden wir mit Sicherheit, wir werden auch wieder mal so ein Community-Zop machen, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, im Sommer, glaube ich, oder annähernd Sommer, da meine ich, ist das eher suboptimal. Vor allem, weil es bei mir jetzt so ist, das ist jetzt die Woche wahrscheinlich der einzige Stream, den ich machen werde. Weil, wie gesagt, am Sonntag geht bei mir Tennissaison los. Und Samstag muss ich jetzt arbeiten, sonst hätte ich Samstagvormittag einen gemacht. Aber das geht sich halt dann auch nicht aus. Und am Freitag habe ich oft noch Training. Also das heißt, da ist eigentlich auch Essig. Von daher werden wir mir nur heute einen Stream machen können. Eventuell, ganz eventuell mache ich morgen spontan um 4 Uhr noch einen Stream, bis um 6 Uhr, sowas, bis das der Dampfe live geht. Aber ansonsten war es dann aber auch schon für die Woche. An und für sich. Dann geht es erst nächste Woche wieder weiter. Am Mittwoch dann. Weil ich habe dann Montag, Dienstag spät. Mittwoch habe ich dann Nacht. Also machen wir quasi einen Pre-Nachtschicht-Stream wahrscheinlich. Und dann haben wir tatsächlich einen Brückentag.
das kommt bei uns in der Firma mittlerweile äußerst selten vor, aber dieses Jahr wird das vermehrt vorkommen, weil die Arbeit einfach ein bisschen schlechter ist. Und da wird es sich dann wahrscheinlich schon wieder so ausgehen, dass wir wieder 2 Streams machen. Also ich fasse jetzt einmal vorsichtig Mittwoch und eventuell Samstagvormittag ins Auge, mal schauen, je nachdem. Eventuell dann auch Freitagabend, wie gesagt, ich kann es noch nicht genau sagen, aber Mittwoch nächste Woche sollte dann eigentlich wieder fix sein. Aber da weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht, was wir da dann zocken, keine Ahnung. Ob wir dann wieder zwecks der Abwechslung noch Rest for the Wicked spielen oder ob wir dann den Herr der Ringe weiterspielen, was wir jetzt dann noch gleich anfangen. Weil das Herr der Ringe-Spiel, sage ich jetzt einmal, das ist jetzt nicht so extrem krass lang. Also ich schätze mir, dass wir so auf... Ich kann es jetzt schlecht einschätzen, ich schätze mir das auf 4-5 Streams gegessen, der Wumms. Da müssen wir eh mal schauen. Weil dann geht es eh langsam Richtung Juni, da kommt dann ja das Elden Ring DLC. Das kommt am 16. glaube ich, 16. Juni, da bin ich ja gerade noch im Urlaub. Aber wenn wir quasi vom Urlaub dann wieder heimkommen, können wir Vollgas ins Elden Ring DLC einstarten. Das wird uns dann wahrscheinlich wieder ein wenig länger beschäftigen. Vermute ich. Aber gut, das ist noch über einen Monat hin. Von daher, da ist noch nichts kaputt. Aber mal gucken. Kommt Zeit, kommt Rat. Pressiert uns ja nichts. Ich war mir jetzt auch heute absolut unsicher, in was für eine Kategorie das ich gehen soll. Ich bin jetzt einfach mal in die Retro-Kategorie gegangen, weil das Spiel ist jetzt 15 Jahre alt. Ich glaube, man kann es sehen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Mir wird schon irgendjemand von den Eingefleischten anschreien, wenn es nicht so ist. Aber ansonsten kann ich es halt leider auch nicht ändern. Dann ist es halt so. Kostet nichts falsch gemacht dabei, ich glaube auch nicht. Weil zuerst war ich in einer Herr der Ringe-Kategorie, aber die sind halt quasi tot, weil kein Mensch spielt das Spiel eigentlich mehr. Und deswegen haben wir gedacht, gut, hey, geh in die Retro-Kategorie, das wird dann schon irgendwie passen. Weil die letzten Herr der Ringe-Spiele, die wir gespielt haben, also die Trilogie quasi, wenn man so will, die waren ja auch in der Retro-Kategorie, aber das waren halt auch PlayStation 2-Spiele. Das jetzt heute tatsächlich ist ein Xbox 360-Spiel. Das hat es halt damals auch für PlayStation 3 gegeben und ich glaube auch für den PC. Hundertprozentig sicher war es natürlich nicht. Aber ja, wird ihm schon passen. Schauen wir mal. Müssen wir mal. Werden wir schon irgendwie geregelt kriegen, das Ganze. Mal gucken. Und ich bin jetzt übrigens. Wir haben ja eigentlich, bevor ich in Pause gegangen bin, haben wir ja ein Hardcore-Nuzlocke angefangen gehabt. Die haben wir ja abgebrochen, bis auf unbestimmte Zeit, beziehungsweise wir fangen mal irgendwann noch mehr neu an. Wobei ich jetzt was entdeckt habe. Ich habe nämlich jetzt eine Mod entdeckt, da bin ich aktuell am Kochen, sage jetzt einmal so. Eine Mod zu strahlender Diamant. Und zwar ist das quasi das Remake sozusagen von dem ROM-Hack Renegade Platinum. Und holy shit, da hätte ich schon Bock drauf. Also auf das Mod auf der Switch zum Spielen war schon ganz geil. Das ist quasi dann sozusagen Platin in neu, aber halt mit ein bisschen schwierig, also mit ein Haufen Gameplay-Changes, Quality of Life-Changes, angehobener Schwierigkeitsgrad. Hätte ich schon Bock drauf. Aber mir jetzt in YouTube ein bisschen was angeschaut. Und ich hab mir es auch vorher vor dem Stream noch so ein bisschen alles schon dateientechnisch ein bisschen so ein bisschen zurechtgelegt, was man so alles braucht. Mal schauen, muss ich mich die nächsten Stunden einmal damit beschäftigen, aber ich hätte da schon irgendwie irrsinnig Bock auch drauf. Nur Hardcore-Nuzlocke von einem quasi neuer Spiel sozusagen. Also jetzt nicht irgendwie von die früheren Spiele, sondern halt einfach fast, ja, wie ist jetzt strahlender Diamant, 2 Jahre, keine Ahnung, aber halt nochmal neu aufgezogen. Besser aufgezogen. So wie es eigentlich hätte sein sollen, die Fans noch. Und Highlander habe ich dir, grüß dich gut. Wie geht's da? Alles fit bei dir? Mal schauen. Wie gesagt, da bin ich aktuell noch am Kochen. Mal schauen, ob ich das hinbringe. Normalerweise ja. Also das Grundgestell steht. Muss ich gerade noch. Wie sagt man? Das Händel ist im Ofen, jetzt muss die Haut noch Genuss probieren. Irgendwie so. Kriegen wir ihm dann schon irgendwie. Aber wie gesagt, das ist, wo man das dann spielen, das weiß ich noch nicht. Aber es ist halt, sage ich mal, grafisch deutlich ansehnlicher dann, als wir, keine Ahnung, wenn ich jetzt ein Game Boy Advance spiele, so auf die Art.
Das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, da haben wir noch ein wenig Zeit. Apropos Zeit. Stream heute bis ca. 21 Uhr. Also angenehme 3 Stunden. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Und ja, was genau ist jetzt eigentlich Herr der Ringe, die Eroberung? Das ist eigentlich ganz simpel erklärt. Wir durchleben quasi die Herr der Ringe Trilogie. Und wir kämpfen mal auf die ganzen Schlachtfelder, die wo halt so in die Filme auch so ein bisschen zum Sehen haben. Also zum Beispiel in Moria haben wir, in Gondor haben wir, auf die Pelennor-Felder haben wir. Wir haben mal beim Saruman, wenn er quasi von die Ents angegriffen wird. Aber halt nicht aus Sicht von irgendeinem Hauptcharakter, sondern wir haben einfach irgendeinen random Soldat von irgendeiner Armee und diese Soldaten, da kannst du halt mehrere Klassen haben. Also es gibt einen Mage, es gibt einen Dieb, es gibt einen Schwertkämpfer, es gibt einen Bogenschützen und da kannst du immer, wenn du halt quasi stirbst, kannst du halt immer deine Klasse wechseln, beziehungsweise ich glaube, es gibt da Checkpoints, wo du die Klasse wechseln kannst und wenn du irgendwie gewisse Dinge während der Mission erfüllst, dann kannst du auch mit einem Herr der Ringe Helden spielen, also das sind dann die klassischen Filmcharaktere, die man halt kennt, also wie der Aragorn, Gandalf, Legolas, Gimli etc. pp. Und ja, es ist quasi eigentlich nur Gemetzel, ja, durch Gegnerhorden durchprügeln, ist gar nicht verkehrt, hat mir damals ziemlich guten Spaß gebracht. Und da ihr in Discord dafür abgestimmt habt, dann spielen wir es halt jetzt auch. Ne? Genau. Filmmusik ist vorhanden. Die originalen Stimmen leider nicht, bis auf eine. Der Elrond hat dem Spiel seine Stimme geliehen, aber alle anderen Stimmen haben neu besetzt, tatsächlich. Aber ansonsten, glaube ich, wird man da schon auf unsere Kosten kommen für die Mittelerde-Fanatiker. Alles gut, erst schön gefrühstückt und dann zum Maibahn aufsteigen gegangen, beziehungsweise zugeschaut. Sehr schön. Ich hoffe, du hast Spaß dabei gehabt. Heute ist ja aus wieder absolut top dafür. Hört mir gern, dass es so gut geht. So, und ich darf jetzt vorschlagen, wir schauen mal langsam einmal ins Game. Schauen wir uns einmal an, was das Ganze kann. Es gibt, bei dem Spiel ist das Lustige, es gibt eine böse Kampagne sozusagen, die man freischaltet, wenn man das normale Spiel durchgespielt hat. Also da sieht man dann quasi, was würde passieren, wenn die böse Armee gewinnt in die einzelnen Schlachtfelder. Also es wird halt so ein bisschen, es wird schon so ein bisschen aus der Luft gegriffen, aber es ist halt, es ist ganz witzig, sagen wir es so. So. Machen wir da auf alle Fälle einmal Leisivus. Und da schalten wir mal um. Ihr müsst mir halt dann sagen, wie das tontechnisch ist, aber normalerweise sollte es, so wie ich es jetzt einpegelt habe, eigentlich passen. Das weiß mir bei dem Video auch gut geschmeckt. Ja, das glaube ich sofort. Hat es jetzt so gehört, wie wenn das ein bisschen laut war. Und ob meine Kameraposition die optimale ist, das müsst ihr dann natürlich auch noch schauen. Muss ich dann schauen, Niki Lauda, müssen wir dann schauen, wie der YouTube-Sepp das Ganze da betrachtet, ja, weil da haben, glaube ich, auch Filmszenen mit dabei. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Müssen wir uns anschauen, kann sein, dass die Wots kommen, kann auch sein, dass sie nicht kommen. Kann ich nicht hundertprozentig versprechen. So. Man sagt, im Hintergrund läuft quasi schon ein Film, sozusagen. Und da ist natürlich jetzt auch die Filmmusik. Jeder, der die Filme gesehen hat, der kennt auch die Musik dazu. So. Das ist gut, die Autenspeicherfunktion, das war bei den anderen Herr der Ringe-Spielen nicht immer so. So, es hat damals auch einen Multiplayer gegeben, den gibt es natürlich jetzt logischerweise nicht mehr. Das Spiel, die Server, die haben ja angeschaltet worden. Zumal die Rechte von Warner Brothers nicht mehr bei denen liegen, sondern die liegen jetzt irgendwo anders. Also selbst wenn die Spiel noch quasi besucht wäre, kannst du das online nicht mehr spielen. Ja, Xbox Live Marktplatz, das interessiert mich weniger, Optionen passen auch. Das Spiel ist eigentlich mehr oder weniger für einen Einzelspieler ausgelegt. Das ist eine Tutorial-Mission, mit der fangen wir jetzt dann an. Da haben wir quasi im zweiten Zeitalter, das seht ihr dann eh, das ist der Ringkrieg, also das ist die normale Kampagne, die spielen wir dann nach und nach. Und dann gibt es noch Saurons Aufstieg, wo ich erzählt habe, das ist sozusagen diese böse Kampagne, die man quasi freischaltet, wenn wir den Ringkrieg durch haben. Aber jetzt mal eins nach dem anderen, wir fangen mal mit dem Training an.
Gut, Ladezeiten waren damals auch noch ein bisschen anders. Vor langer Zeit schmiedete der dunkle Herrscher Sauron einen Ring der Macht, um Mittelerde zu unterwerfen. Um seiner Bosheit zu trotzen, stellte sich ein letztes Bündnis aus Elben und Menschen seinen Heerscharen entgegen. Da haben sie sogar In den Tälern Mordors elbisch kämpften wir um beuntertitelt. unser Leben und unsere Freiheit. Mache dich mit der Kunst des Krieges vertraut, denn sie ist unsere einzige Hoffnung. Krieg des letzten Bündnisses. Bereit. Pfeile los! 3441, zweites Zeitalter. Das ist quasi das Prolog vom Film. So, wir fangen jetzt da mit der Kriegerklasse an. Wie gesagt, das ist jetzt eine Tutorial-Mission. Wir befinden uns quasi in Mordor. Und das Tutorial beinhaltet jetzt quasi jeden Charakter oder jede Klasse. Wir lernen jetzt quasi jede Klasse in dem Spiel mal kennen, lernen das Kampfsystem kennen, wie alles so ein bisschen funktioniert. Und dann schauen wir mal, wie das läuft. So. Schnell zu der Anhöhe! Unsere Verbündeten warten! Achtet auf die Ja, Rampe! ich war da. Kommen Sie! Auf der Anhöhe sind Orks! Attacke! Das ist keine Nebenmänner! Okay, das war easy. Das sind so Gesundheitsbällchen. Also jetzt aktuell haben wir ja noch keine Gesundheit nicht. Kommt quasi... Vernichtet sie! Alle! Man kann da Gegner anvisieren. Werdet nicht übermütig! Das Der- war kaum mehr als ein Spähtrupp! Der Krieger kann Komboangriffe aneinander rein. Ja? Probieren wir es einmal. Müssen da war ja schon mal einer kommen. Achso, die muss ich... Achso, Ausgezeichnet! hätte mir jetzt einer sagen sollen, dass ich das gleich ausführen soll, den Befehl. Vernichtet sie alle! Ziemlich lange Kombo. Benutze Feuerangriff. Das Schwert der Flammen ist eine uralte und tödliche Waffe. Ah ja. Da kommen noch mehr Orks. Stimmt, man hat so Specials machen können. Das jetzt weiß ich es auch wieder. Jetzt weiß ich es. Die Orks brechen durch. Wirft sie mit dem Schwert der Flammen nieder. Ausgezeichnet. Wir haben das Ziel. Das kann man natürlich später nicht mehr dauerhaft spammen, das ist auch klar. Lasst keinen Feind am Leben. Wenn du am Boden liegst, drücke A, um schnell wieder aufzustehen. Perfekt. Gut, an der Koordination mangelt es noch ein bisschen. Hätte eigentlich doch, kommt man die Gegner anvisieren. Der LB plus B Blockbrecher besiegt Gegner, die blocken. Ah ja. Ah ja. Wir haben sie. Achtet auf die Flanken. Die Orks kommen von Osten. Das Spiel läuft aber erstaunlich flüssig für das schon ein paar Jahre alt ist. Ah, okay, meine Kamera ist jetzt da eher suboptimal. Okay, dann schleiche ich mich mit auf. Das wird dann schon irgendwie passen. So. Spezialangriffe benötigen Energie, Kämpfe um Energie zu erhalten. Das ist das rechts unten, okay? Flanke sichern. Erschlagt alle Krieger. Wirf eine Axt. Okay, ich wirf eine Axt. Er wurde niedergerungen. Wir Perfekt. müssen auf den Hügel. Kämpft euch den Weg frei.
Gibt's da irgendetwas? Nicht. Na, okay. Hätte ja sein können. Gegner lassen manchmal Gesundheitskugeln fallen. Sammeln sie sie ein, um deine Gesundheit zu stärken. Das habe ich noch gewusst, tatsächlich. Oh. Schnell! Kämpft euch auf dem Pfad bis auf den Easy. Hügel vor! Ich würde gerade sagen, könnt ihr den einmal umhauen? Ah, blocken kann ich auch. Okay. Wirf sie mit deinem Massenbrecherangriff zurück! Was? Setze den Massenbrecher ein, wenn du überrannt wirst. Wenn deine Energieanzeige voll ist, drücke und halte LT fest und drücke B. Ah. Ah ja, also. Brecherangriff hat das Blatt gewendet! Naja, ich weiß nicht, ich hab 2 Orks im Kader und 18 Stängern. noch. Perfekt. Ich meine aber, der Elb ist ein Ork. Der schaut so grintig aus. Alle Mann sammeln! Erobert diesen Punkt! Erobere den Kontrollpunkt. Stell dich in die goldene Eroberungsregion. Lass die Gegner nicht in den Ring. Bringt die Orks zu Fall! Wir müssen diesen Punkt nehmen! Stellung sichern! Haltet die Orks von unserem Banner fern! Ich wirf ihm einen Hack ins Gesicht. Position gesichert! Auf der Anhöhe sind Orks! Wir brauchen Bogenschützen! Wir brauchen einen Bogenschützen! Ah, genau, das ist dann noch bei sogar, wenn man eine Base hat quasi, dann kannst du an der Base immer die Klasse sofort wechseln. Jetzt haben wir quasi einen Krieger kennengelernt, mehr oder weniger, jetzt lernen wir einen Bogenschützen kennen. Bogenschützen bereit machen! Der Bogenschütze tut uns nichts mehr! Orks auf dem hinteren Sims! Guter Schuss! Da hat mich interessiert, wo der so weit Pfeile her hat. Erobert die Ork-Garnison! Okay, da sieht man, da kommt nicht bei. Bereit machen, Männer! Da kommen sie! Wo kommen sie? Aha. Sag noch mal einer, ich hab kein Aim. Giftpfeile aktivieren. Diese Spezialpfeile sind tödlich! Benutzt sie! Da! Orks! Erschießt sie! Schieße mit Spezialpfeilen. LB ist der Pfeilhagel, Y der Giftpfeil und B der Feuerpfeil. Bringt die Orks mit Spezialpfeilen zu Fall! Lasst keinen Feind am Leben! Vernichtet sie alle! Erschlagt alle Krieger! Wir brauchen einen Speer! Aha, jetzt okay, perfekt. Irgendwie kommt mir der Schütze gerade ein bisschen broken vor, ich weiß auch nicht. So. Hoppala. Aha. Ein Speer ist unserem Ruf gefolgt! Mit deiner Speertarnung kannst du sie überraschen! Tarnung. Er hat sich mit seiner Speertarnung unter sie gemischt! Ja! Achso, da kannst du One-Hit-KO machen, okay? Die Frage ist, wie lang kann ich das machen? Ein hinterhältiger Angriff reicht aus, um einen Ork zu fällen. Ja, perfekt. Ah,
Okay, der kann eine Rolle machen. Führe Komboangriffe hintereinander aus, Kombos werden immer aufwärts gesteigert. Beispiele, okay. Erschlagt alle Krieger! Okay, der hat halt aber ungefähr überhaupt kein Range nicht, der Speer, ne? Denk an deine Spezialangriffe! Gut, das sind ja jetzt natürlich, weil die Gegner generell noch alle recht schnell One-Hit haben, egal wo sie machen. Speer-Spezialangriffe kosten Energiekämpfe mit Energie zu haben. Ja, okay. Das ist ungefähr mit allen Klassen so. Feuer ist ein tödlicher Hinterhalt. Benutze es! Ja! Ah, der Speer oder Handgranaten, perfekt. Ausgezeichnet! Wir haben das Ziel! Sag jetzt einmal so, vom Kämpfer her. Finde ich jetzt einen Krieger an und für sich am besten. Kattel, habe ich dir, grüß dich gut. Wie geht's da? Erstürmt ihn und zeigt keine Gnade! Vorwärts! Will ich jetzt einen Schützen oder. Ich glaube, ich will einen Krieger haben. So, wir wieder oben, oder wie? Oh, was ist das? Drücke bei diesem besonderen Stadium um die Klasse deines Charakters zu wechseln. Hä, aber das kann ich doch da am Kontrollpunkt, oder nicht? Seid bereit! Der letzte Ansturm naht! Kontrollpunkt sichern! Und wenn noch mal ein paar Orks unterwegs sind, dann wird es gleich ein wenig anders. Aber der wird. Dieser Krieg hängt von einem letzten Punkt ab. Nehmt ihn! Ja, ich nehme ihn. Da ist ein Magier, Mann. Okay, da war ein Magier. So, nehmen wir mal den Kontrollpunkt. Wie geht's kurz so weit? Wie geht's dir? Hey, ich kann nicht gelungen tatsächlich. Aber schön, dass bei dir auch alles passt. Zocken wir heute mal wieder ein wenig Mittelerde umeinander. Dieser Punkt beherrscht das Schlachtfeld. Wir müssen ihn nehmen, um zu siegen. Bleibt stark! Wir haben es fast geschafft! Wie geht es fit bei dir? Ist ein Zauberer vonnöten. Magie ist unsere einzige Hoffnung. Stimmt, Mage hat's auch noch gegeben. Staub und Blitz. Lass deine Blitze auf sie niedergehen. Was für eine Macht. Alter, wie viel Range hat denn der? Greife erneut mit deinen Blitzen an. Niemand kann deinen Blitzen entgehen. Alter, das ist ja grau. Ja, passt schon, morgen wird hoffentlich mal Backenzahn gezogen oder extrahiert. Backenzahn? Ein Weisheitszahn oder ein normaler Backenzahn? So, Blitze können mehrere Gegner treffen. Schieße in die Menge, um maximalen Schaden zu erzielen. Sie mit deinen Spezialangriffen zu fallen. Stimmt, ich habe Heilung, Druckwoge und einen Feuerball. Unsere Feinde. Dein Feuerball ist eine schreckliche Waffe. Er kann seiner Energiewoge nicht trotzen. Er hat unsere Verbündeten geheilt. Okay, ich berichtige mich. Der Mage ist komplett broken. Verbündete mit niedriger Gesundheit sind mit diesem Symbol markiert. Heile sie. Kann der auch Nahkampfangriffe? Okay, dieses Schild, damit man Projektile abwehren kann. Spezialfähigkeiten können nur eingesetzt werden. Ja, ist klar.
Abwehrschild. Der Abwehrschild blockiert Pfeile und Geschosse. Ah ja. Ah, der kann auch zuhauen, okay. Okay, stoße zum Kontrollpunkt. Der dunkle Herrscher Sauron Oh, der Oberkapo. ist gekommen. Werft ihn nieder. Aus Held spielen. Das ist jetzt das, wenn man halt einen gewissen Fortschritt in der Kampagne macht oder halt in den Level macht, dann kann man mit einem Held spielen. Das ist quasi jetzt der Isildur selber. Na, hab schon 3-mal Erfüllung richten lassen und immer noch Zahnfleisch, Bluten und Schmerzen bei Belastung. Daher den letzten raus, damit sie sich das wiederholen kann. Alles ein bisschen eng, because kleiner Kiefer. Oh, das hört sich aber unzauberhaft, aber ich wünsche dir auf alle Fälle schon mal gute Besserung. Wie hat er denn eigentlich das Putenhackstück geschmeckt, was er da gesagt hat? Wir müssen Sauron vernichten. Du hast Isildur freigeschaltet. Schließe die Missionsaufgaben ab, um mächtige Helden aus Mittelerde freizuschalten. So, das ist jetzt der Sauron-Sepp. Der meint's quasi ernst. Er wirft der Hacke ins Gesicht. Aua. Der dunkle Herrscher Sauron verschont niemanden. Alter, das ist ja unfair, der. Vernichten. Ist ja gemein, er ist Magier und Nahkämpfer gleichzeitig. Ah ja. Okay, haben wir besiegt. Endlich! Sauron ist nicht mehr. Yeah! Wir haben einen Sauron besiegt. Passt, Spiel durchgespielt. Die Hacksticks waren sehr lecker, haben alle 3 gespielt. Perfekt. Genau das wollte ich hören. An jenem Tag wurde der dunkle Herrscher Sauron gestürzt und der eine Ring entglitt seinem ehernen Griff. Des Ringes beraubt, war Sauron endlich besiegt. Doch die Macht des Ringes war keineswegs gebrochen. Und solange der Ring existiert, lebt Saurons Geist in unserer Welt weiter. Doch der Ring verließ seinen neuen Meister und ging verloren. Und für 2500 Jahre wich seine Bosheit aus Mittelerde. So unmariniert hat's mir auch interessieren. Ich glaube, gibt's unmariniert tatsächlich nicht. Also zumindest habe ich es noch nicht gesehen. So. Und jetzt haben wir quasi einen Ringkrieg. Einen Ringkrieg. Gibt's 3 Schwierigkeitsstufen. Leicht, okay, lassen wir aus, weil, ne? Legendär können wir noch nicht, glaube ich. Also bleibt uns eigentlich nur noch heldenhaft. Also das ist der normale Schwierigkeitsgrad. So. Und in der normalen Kampagne gibt's quasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Level. Angefangen, also das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Jetzt kommt quasi, wir steigen quasi im 2. Film mit ein. Also sprich, die Schlacht von Helms Klamm ist das erste, dann kommt Isengard und dann kommen Minen von Moria. Warum Minen von Moria jetzt da drin haben, kann ich mich jetzt nicht mehr so ganz erinnern, weil das macht chronologisch gesehen jetzt auf den ersten Blick keinen Sinn. Weil Minen von Moria ist ja im ersten Teil. Aber gut, das werden wir vielleicht noch erfahren. Schauen wir mal, was in Helms Klamm so los ist. Im 3. Zeitalter kam ein neuer Krieg über Mittelerde, als Saurons Wille aufs Neue nach seinem Ring forschte. Viele erlagen den Verlockungen des dunklen Herrschers,
So auch Saruman, ein vormals mächtiger und weiser Zauberer. Als der Krieg schließlich Rohan erreichte, suchte König Theoden in der Feste von Helmsklamm Zuflucht. Und nun steht eine mächtige Armee mit Leitern und Kriegsmaschinen vor ihren altehrwürdigen Mauern. Die Verteidiger müssen den Klammwall und das Tor zur Festung halten, um diesen Tag zu überleben. Doch Sarumans Teufeleien sind grenzenlos. Der liest ein bisschen schnell vor, wenn's mich fragst. Die Belagerung von Helmsklamm. 4. März 2019, drittes Zeitalter. Steht das, aber das Datum auch mit dabei steht. Also ich weiß nicht, wir haben jetzt auf der Mauer, oder? Wenn ich es richtig sage. Ja gut, wir kommen jetzt gerade zwischen Schütze und Nahkämpfer. Dann nehmen wir uns Schützen. Seid ihr bereit für die Schlacht? Verteidige den Klammwall. Gut, dann gehe ich mal daher. Verteidige das Gebiet. Kämpfe innerhalb der blauen Verteidigungszone. Lass nicht zu, dass die Anzahl der Gegner größer wird als die der Verbündeten. Scheiße, die durch einen Schwertkämpfer nicht mehr sein. Klamm darf nicht fallen! Verteidigt den Klammwall! Ja, ich bin ja schon durch. Sie kommen die Leitern herauf! Der bin einfach der Speerfeuersepp. Los, Männer! Haltet die Mauer! Auf die Mauer! Bringt sie zu Fall! Bisher ist er noch recht simpel. Wie lange müssen wir verteidigen? Zupfte. Ach, da oben, über die Minuten. Lasst sie nicht auf die Mauer! Das ist schon krass, das ist ein riesiges One-Shot, ne? Au! Erledigt Klammwallverteidigung. Ja gut, das war aber jetzt... Das war aber jetzt... Vorläufig. Bringt die Fackelträger zu Fall um jeden Preis! Sie bringen explodierendes Feuer auf die Mauer! Bringt die Fackelträger zu Fall, bevor es zu spät ist! War es wieder gut, dass ich einen Bogenschützen um habe. Stell mich um da hinten. Da läuft auch einer. Nix gibt's. Ich hab mit dem Knirscheiben geschossen, das Zeit. Bringt sie zu Fall! Alter, ich kann einen Switch in Music mit dem Bogenschützen. Warum sagt man das keiner? Oh. Haltet die Fackelträger auf! Sind ein bisschen viel Fackelträger, wenn's mich fragst. Ui. Wir haben es geschafft! Zurück zur Festung, bevor sie wiederkommen! Zieh dich zur Festung zurück. Festung. Aha, ja gut, okay. Ich geh mal in Festung, damit nichts passiert. Ihre Katapulte sind zu stark! Die Uruks brechen durch die Mauer! Rückzug! Haben die da Katapulte dabei gehabt? Kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich glaube nicht. Also im Film zumindest nicht. Das Haupttor darf nicht fallen! Ja, wo sie jetzt? Erst auf der Klammwall nicht fallen und jetzt aufs Haupttor nicht fallen. Wisst ihr es jetzt dann bald einmal? Sie brechen durch das Haupttor! Oh. Verteidigt es! Werft sie zurück! Du wirst überrannt, ja, herzlichen Glückwunsch. Katapulte! Sie schießen
Wir haben gerade ganz andere Probleme wie den Klammwall. So, ich bin jetzt der Einzige, der den Fleck da verteidigt hat, den hast. Oh, ich glaube, ich habe meinen eigenen Soldat über den Haufen geschossen. Ups. Er schießt mich da ständig ab da unten. Die helfe ich ein, schon. Oder entweder haben die massiv scheiße oder wir haben einfach brutal OP. Easy. Wir haben das Haupttor heldenhaft gehalten. Ja, super, Aber die da ist der Mauer Klammwall hin. gefallen. Und nun wird das Tor überrannt. Au. Wir ziehen uns in den Thronsaal zurück. Da, ich tritt die über. Ich tritt die oben über die Brüstung. Oh, ich glaube, da brennt's. Geht jetzt da was? Oh, da geht wirklich was. Der war ja. Okay, der Speersepp, der war. Okay, der ist für. Man merke, Bogenschützen haben Scheiße im Nahkampf. Die Uruks strömen durch die glitzernden Grotten in den Thronsaal. Wir müssen Theoden helfen, ihn zurückzuerobern. Okay, ich bin damit massivst abgerutscht. Lang nicht mehr benutzt, für das ist er da. So, jetzt glaube ich, ist Zeit für einen Nahkämpfer. Ich glaube, der Bogenschütze hat soweit einmal ausgedient. So, wer mag jetzt aufmucken? Das Arschloch hat mich umgebracht. So, hier muss es in die glitzernden Grotten, ich verstehe es nicht. Seid wie wir kommen! Sie haben die Grotten zum Einsturz gebracht! Wir sitzen in der Falle! Helft mir, sie niederzuringen! Du kannst da mal selber was tun für das Geld, was du kriegst. Aua. Zupfte. Macht kurzen Prozess. Entreißt den Thronsaal ihren Klauen. Noch 3 Offiziere. Ach so, müssen wir Offiziere töten. Au, au. Alter, der macht voll ganz schön viel Schaden, der Busch. Zu verderben! Zum Wall, Männer! Nehmt ihn! Oh ja. Und nehmt ihn schnell! Warum rennen die immer was, wir sollen irgendwas nehmen? Das ist jetzt versaut. Ich glaube, ich brauche mir einen neuen Sound. Kannst jederzeit anpassen. Seid stark und entschlossen! Für Gondor! Ja, wie jetzt? Ich hab einen für Rohan. Oh, hey. Vorwärts, Männer von Rohan! Okay, das ist ein bisschen unorthodox. Ja, jetzt schon die Armee der was von Toten. Mauer übrig ist und weicht nicht zurück. Aha, okay, der Aragorn ist quasi broken. Bringt ihnen ein blutiges Folgen! Also, wir sollten vielleicht damit oben gehen, ja? Das war vielleicht. Ach so, die Helden haben immer mehr Gesundheit als wir. Okay.
Okay, der Aragorn spielt sich auch geil. Okay, was genau sollen wir da jetzt da... Achso, erobern, okay. Jetzt so aktuell mal erobern, das ist gut für mich. Oder auch nicht. Nehmt den Klammball! Tod Perfekt. oder Sieg! Okay, einfach mal mit einem Angriff die komplette gegnerische Armee über Brüstung geworfen. Aua. Au. Sagst du ja nicht bei einer Viertel. Wo ist denn eigentlich der Theoden? Der labert in einer Tour, ich sehen du ihn nicht. Okay, wir haben... Oh, schreck mich. Haltet Perfekt. die Stellung bis zum letzten Atemzug! So, jetzt sind wir da unten auch noch her, oder was? Tod und Untergang! Ja, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Für die Rittermark! So, wir sollen jetzt 10 Minuten überleben darin, oder was? Haltet diese Position, Männer! Au! Au! Also jetzt greift es mir schon zu zweit, da ist... Bewacht diesen Bereich! Werft alle Feinde zurück! Hallo, ich bin da irgendwie gerade allein. Wir wanken! Sie gewinnen die Oberhand! Aber wieder, wenn bei mir nicht mehr da ist. Oder auch nicht. Wir haben ausgeharrt! Dieser Ort gehört uns! Ah ja, okay, ja perfekt. Ich bin quasi gefühlt allein auf dem Schlachtfeld, bin aber hauptsächlich gehört uns. Perfekt. Habe ich schon wieder gar nicht so viel verkehrt gemacht. Dank des Opfers vieler mutiger Krieger hat König Theoden das Volk von Rohan zum Sieg geführt. Aber noch ist die Gefahr nicht gebannt. Denn Saurons Macht über die Schmieden Isengards und Morias ist ungebrochen. Und doch wurde die Saat des Widerstandes gesät. Denn während Gondor mutig ausharrt, ist eine uralte Macht aus ihrem Schlummer erwacht. Und in diesem großen Krieg soll der weiße Zauberer unser Führer sein. Denn es ist seine Bestimmung, mit Sauron um das Schicksal ganz Mittelerdes zu ringen.
Also da geht's direkt weiter jetzt. Ich muss quasi nicht jetzt mal das Level neu auswählen. Okay, es geht direkt weiter. Im festen Glauben, seine Armee hätte Theodens Volk in Helms Klamm vernichtet, wähnte sich Saruman in seinem Turm Orthanc in Sicherheit. Doch die Mauern Isengards konnten ihn nicht vor der Vergeltung der Baumhirten und Menschen bewahren. Und in Sarumans Kerkern warteten zahllose wütende Rohirrim auf ihre Befreiung. Während seine Verteidigungswerke giftige Dämpfe speien, entfesselt Saruman seine dunkle Magie. Und weil der Ausgang der Schlacht ungewiss ist, müssen Ents und Rohirrim gemeinsam dem Zorn des Zauberers trotzen. Das, glaube ich, wird so in die Filme gar nicht wirklich beleuchtet. Da sieht man eigentlich nur, dass die Ents angreifen. Von den Rohirrim sagst du eigentlich gar nichts. So, jetzt können wir zwischen allen Klassen wählen. Ich glaube, ich nehme jetzt einmal einen Mage. Erobere den Eingang in die Gruben. Sie haben unsere Freunde gefoltert! Stürmt den Eingang zu ihren Gruben! Aha, ja, perfekt. Na, dann machen wir halt das einmal. Erschlagt die Wachen! Stürmt den Eingang! Aber mal wegbritzeln. Bogenschützen! Wir müssen uns mit Magie schützen! Was, Bogenschützen? Da habe ich was. Gut, dass wir so einen Schädel haben, das wo Geschosse abwehrt. Werft das Böse nieder! Nehmt den Grubeneingang! Wir haben Fuß gefasst! Auf, in die Gruben! Der Hauptmann dort versucht, sie zu sammeln! Bringt ihn Den helfe ich gleich, den Hauptmann. Da, am Fuß der Rampe! Okay, jetzt kriegen wir aber deutlich mehr Schaden wie vorher. Doch wieder ein Krieger, nicht mehr. Hauptleute sind mächtige Gegner mit speziellen Fähigkeiten. Ihre Gegenwart stärkt alle Truppen in ihrer Nähe. Nicht vorbei. Er versperrt den Weg in die Gruben. Der scheiß Uruk-Magier da. Hier blockt der da wieder. Der Ork-Hauptmann versperrt uns den Weg. Fällt ihn! Sieht heute wirklich brutal für aus. Maschine speit tödliche Flammen. Zerstört dieses Höllengerät. Was? Wo? Gut, da haben wir zumindest mal ein bisschen Gesundheit zurückgekriegt. Mescalin habe ich dir, grüß dich, Gott. Ist fit bei dir.
Als Moment, aber da unten müssen irgendwelche Feuergeräte sein. Alter, was Diese geht riesige denn da ab? Maschine spuckt Feuer! Zerstört sie! Er haut's noch nicht da nochmal um. Was ist denn mit euch? Aua. Was, da ist sie? Sehr gut. Bei mir soweit auch alles gut. Was macht der Fitnessstand? Zerstört die Feuermaschine, bevor sie unsere Verbündeten verbrennt! Au! Ach, der oder Ach, ich sehe es erst, der steht hinter der Ballisten. Oh, mit der Speer hopst du mal, okay. Bin immer noch am Kämpfen zur Zeit, aber das wird schon wieder besser. Ja, ja, natürlich. Wie gesagt, je öfter du gehst, umso schneller kommst du auch in den Modus, wo du dich halt befinden jetzt. Da brauchst du nicht runter. Ich vielleicht doch einen Schützen nehmen sollen, tatsächlich. Und fürs Protokoll Blubbelbazi, ja, die Lampen da hinten, die hat's da ganz schön, oder? Du weißt ja logisch auch, was er da auf den Geburtstag schenken kann. Warte, aber ich kann doch. Ich wollte gerade sagen. Oh, okay, das finde ich offenkundig nicht so lustig, dass ich eher einen Ballisten da hernehme. Diese riesige Maschine spuckt Feuer! Zerstört sie! Die kann ich. Okay. Jetzt ist sie. Das ist aber gar nicht so einfach, wenn da 3000 Urungs umeinander rennen. Was zweimal eine Pause ausmachen, ja, das darf man nicht unterschätzen. Also, wie gesagt, ich war jetzt auch mehrere Wochen lang nicht mehr beim Laufen. Und ich sag das, was ist, du das kennst gescheit. Aber das Positive ist, du bist da relativ schnell wieder drinnen. Zerstört die Feuermaschine! Da, im Herzen der Gruben! Okay, solange da unten so ein Magier umeinander rennt, bringt mir das eigentlich jetzt aktuell gar nichts. Ja, perfekt. Das hat ja zauberhaft funktioniert. Was treiben wir denn da? Ja, wie gesagt, da brauchst du keinen Kopf mehr. Also das geht quasi dann, je öfter du da trainierst, umso konstanter wird deine Leistung auch. Zerstört sie! Alter, ich steh da einfach allein rum. Ja, aber so, herzlichen Glückwunsch, Freunde der Sonne. Ihr müsst es doch irgendwie schauen. Die laufen alle da oben rum. Das bringt mir alles einen fetten Scheiß. Da, die laufen alle da rum. Das bringt mir nichts. Ihr müsst so schon mit runterkommen. Da herum hilft's mir ist gar nichts. Zerstört die Feuermaschine, bevor sie unsere Verbündeten verbrennt! Der scheiß Magier, der hat direkt noch eine Freiheit. Zerstört die Feuermaschine! Da, im Herzen der Gruben!
Diese riesige Maschine spuckt Feuer! Zerstört sie! Ah, den hast. Viele werden leben, da Sarumans Maschine zerstört ist. Schlangenzunge hat den Schlüssel für den Turm Orthanc. Wir müssen ihn Baumbart bringen. Wo ist ein Baumbart? Perfekt. Also auf, da probieren wir jetzt mal jetzt Stealth-Kill. Wo ist denn der Schlangenzunge? Der ist da oben. So, tun wir jetzt da mit Tarnen. Ach, du kannst mich sehen, während ich unsichtbar bin, oder was? Ja, perfekt. Das hätte man vielleicht einer vorher sagen sollen, dass der mich trotz Unsichtbarkeit sehen kann. Schlangenzunge hat den Schlüssel zum Turm. Wir müssen ihn ihm abnehmen. Wie er es halt einfach gnadenlos auf mich abgesehen hat, der Knallkopf. Ein falscher Sieg endet im wahren Tod. Schlangenzunge muss sterben. Deine Mama muss auch furchtbar verzweifelt gewesen sein, oder? Ihr seid genauso schwach wie eure Weiber und Kinder. Du wirst gerade vor jemandem Schwachen getötet. Ich weiß nicht, ob es da aufgefallen ist. Der Verräter Schlangenzunge ist nicht mehr. Ihr habt den Schlüssel. Bringt ihn zu Baumbart. Der Okay, Schlüssel wo liegt ist denn der irgendwo Baum auf sind? dem Boden. Sucht ihn. Perfekt. Der Vensuraner, oder was? Geh du weg da jetzt. Aua, oh, leck mir mal schnell, du kriegst gleich so viel Schaden als Bogenschütze. Au! Kämpft euch nach oben vor. Bringt Baumbart den Schlüssel. Das sagst du vielleicht. Warum läuft jetzt eigentlich überhaupt keine Musik mehr? Oh. Nein, ich möchte die Gesundheit haben. Wo haben eigentlich meine... Ah, herzlichen Glückwunsch. Da Hans. Perfekt. Ihr habt den Schlüssel. Bringt ihn zu Baumbart. Ah gut, dann geh ich halt zum Baumbart. Kämpft euch nach oben vor. Bringt Baumbart den Schlüssel. Oh oh. Hey, der ist aber klar. Hey, Baumbart, ich hab da... Ich bin stark wie eh und je. Seid standhaft. Okay, jetzt so GRB kann. Perfekt. Saruman darf keine Bäume mehr fällen. Findet einen schlafenden End. Perfekt, Bier zu Bam. Bam, Alter. Wir heißen euch willkommen. Der Marsch der Ents. Wenn man keinen Gegner werfen? Die Orks in den Türmen schießen mit Pfeilen auf uns. Werfen wir sie um. Ist schön, mir war's witzig, dass du da... Ein Turm
mit dem Endrumrenner kannst. Ich spähe eigentlich zu laut oder passt das so? Sperrt Saruman in den Turm von Orthanc. Wir müssen die Türen seines Turms besetzen. Okay, machen wir mal. Angebetene Gäste, hier ist euer Willkommensgeschenk. Aber der kann jetzt einen Uruk werfen, oder was? Wie geil ist denn das? Schnell, nehmt die Türen von Sarumans Turm. Stell dir mal vor, du musst den echt auch gern Baumkämpfer hauen. Ab da jetzt ein Zwerg. Isengard gehört uns! Ja, der Torpediere. Ende ist nah. Besiege Saruman. Mutigster Krieger muss sich ihm nun in seinem Turm stellen. Alles fit, danke dir. Und bei dir? Da ist er, der Saruman, der Sepp. Oh, jetzt dürfen wir als OG Gandalf spielen. Perfekt. Ich muss diesem bösen Trotz... Der Osten streckt seine Hand nach euch aus. Chefherm. Gehe in den Turm und fälle den Verräter Saruman. Erst müssen wir den Deppen da ausschalten. Das glaube ich nicht. Das weißt du. Hobbidere. Hier aus werde ich über die Welt der Menschen herrschen. Der hört ja gar nichts aus, der Typ. Treppe ist der einfache Teil. Saruman selbst ist ein weit größeres Problem. Du scheinst verzweifelt zu sein. Ja gut, wenn wir heute der Gandalf ist, ne? Saruman sitzt in der Falle. Wir haben triumphiert. 2 Pizza noch Whisky Coke, sehr gut. Was gibt's denn für Pizza? Haben wir mir halt tatsächlich auch schon gehabt. Wo wir halt Mittag essen. Bin mir aber noch nicht sicher, ob ich noch was musste sich mache. Saruman der geballten Entschlossenheit seiner Gegner ergeben. Und am Ende wurde sein Verrat gerächt. Baumbart ist der neue Herr von Orthanc und die Gruben Isengards wurden von Sarumans Horden gereinigt. Doch die Macht des dunklen Herrschers ist nicht gebrochen. Denn Saruman war kaum mehr als ein Bauer, benutzt, um Gondors Grenzen zu schwächen. Ach so, okay, ja. Mordor Und fertig. marschieren Saurons Armeen Selber auf, macht die Pizza, ja. denn dieser Weiß ich Krieg schon. hat gerade erst begonnen. So, jetzt haben wir die Gruben von Isengard und jetzt müssen wir Moria kommen, oder? Ja, tatsächlich, jetzt kommt irgendwie Moria. Keine Ahnung, warum jetzt Moria kommt. Ja, Hauptsache Kas. Mehr Kas, immer mehr gut. Und auch im Norden zieht aus den Minen von Moria eine neue Gefahr herauf. Hier hatte vor langer Zeit Gandalf nach tagelangem Kampf den Balrog bezwungen. Und während er seinen Sieg mit dem Leben bezahlte, konnte der Ringträger aus jenen dunklen und tödlichen Hallen fliehen. Aber in den Tiefen Morias lauern bis heute Orks und so manch andere Abscheulichkeit. Nun naht die Stunde, in der die freien Völker Moria zurückerobern müssen. Und Gimli, der Zwerg, wird sie anführen. Aber sie müssen wachsam sein, denn auf Schritt und Tritt öffnen sich tiefe Abgründe.
Und Gandalf befürchtet, dass ein neues Übel die alten Hallen in Besitz genommen hat. Ah, okay, ich glaube, das ist sogar, wird in die Bibel, glaube ich, sogar beschrieben, dass die Moria zurückerobern. Und Spotty, Habitäre, grüß dich, gut. Wir haben jetzt selbstgemachte Pizza aus dem TK, ganz stylisch mit Wasser. Ja, gut, warum nicht? Wichtig, Gondor erobert scheinbar Moria zurück. Stoße am Ball ins Grab zu Gimli. Gimli wartet dort auf uns. Ja gut, dann gehen wir halt einmal. Oh, hey. In diesen dunklen Hallen regt sich kein Lüftchen. Ich spüre eine böse Macht. Wir müssen uns an Balins Grab sammeln. Gimli wartet dort auf uns. Auf zu Balins Grab! Dort sammeln wir uns! Können wir auch nicht einfach zum Balin rennen, wenn da ein Haufen euch zueinander rennen? Was ist denn mit euch? Sehr gut, das war mal ein gutes Unterstützungsfeuer. Hat niemand gesagt, ihr sollt euch beeilen? Ah, warte nie auf einen Elf. Wir müssen uns an Balins Grab sammeln. Gimli wartet dort auf uns. So. Auf zu Balins Grab! Hier schon da. Sammeln wir uns! Wo liegst du, ja klar? Wir sitzen in der Falle. Es gibt keinen Weg hinaus. Wir müssen diese Kammer halten. Und warum haben wir uns so dann gesammelt, wenn es ein scheiß Ort ist? Ich verstehe die Frage nicht. Sie brechen durch die Türen! Da kommt ein Höhlentroll! Super Idee, toll. Oh ja, da sperren wir mit, ich sperre mit dem Gimli, perfekt. Ein wütender Zwerg ist ein tödlicher Gegner. Aus was zeigst jetzt du? Hä, was ist jetzt? Sie kommen über die Treppe! Ja, ich drück doch RB. Hey, was war jetzt das? Ich check's nicht. Ja, perfekt, oder? Das hat ja richtig gut funktioniert. Keine Ahnung, was das jetzt war. Wir müssen diese Kammer halten! So, du kannst mit 2 Quicktime-Events den Troll komplett töten, okay. Wir haben standgehalten! Wir müssen über die Treppe nach draußen! Erst sind wir rein und jetzt sind wir wieder aus. Das wisst ihr auch nicht, was liegt, oder? Ihm wird da jetzt jede Heilung angekriegt, außer ich. Wir müssen die Trolle in ihren Käfig sperren! Okay, steh auf, nur um gleich wieder niedergeworfen zu werden.
kommen aus dem Käfig. Wir müssen ihn schließen. Gut, meine Magier kannten aber auch so schlau sein, einfach eine Schutzschelle zu machen. Schaltet die Bogenschützen aus! Die Trolle sind keine Gefahr mehr. Oh, scheiße. Besetzt die Brücke von Khazad Dûm. Das macht aber auch gleich so viel Schaden. Perfekt. Wir dürfen nicht verweilen. Wir müssen Spiegel damit dein Facecam, du schaust aus dem Huidl. Normalerweise schaue ich gerade drauf. Also. Cam ist ja quasi da und ich schaue quasi in dem Bildschirm rein. Perfekt. Ja, weil er ein bisschen weiter links vom Bildschirm sitzt, sozusagen. Voilà. Aber ja, keiner mehr. Beeilt euch! Wir müssen die Brücke nehmen! Das war aber jetzt eine schwere Geburt, die zwei Trolle da umzuhauen. So. Müsste passen. Na gut, jetzt schaut so ein Ableder aus. Jetzt schau ich ja da um mich. Wir können erst weiter, wenn wir diese Brücke halten. Dazu müssen wir den Wumms aber erst einmal erobern, das ist das nächste. Ah ja. Gibt es da eigentlich auch irgendeine Anzahl von Levelbegrenzung, die wo ich einhalten muss? Also wie viel Leben oder so? Wir dürfen nicht verweilen. Wir müssen die Brücke von Khazad Dûm nehmen. So, ich nimm's einmal. Oder auch nicht. Beeilt euch! Wir müssen die Brücke nehmen. Wo kämen denn die eigentlich her? Kämen die von unten oder was? Ja, herzlichen Glückwunsch. Wenigstens. Die Brücke von Khazad Dûm gehört uns. Vorwärts! Gandalf erwartet uns in der ersten Kammer. Wir müssen zu ihm. Du hast dich quasi jetzt gerade selber geschaut, Autet. This is where the fun begins. Ah, das ist er. Meine Zeit hier endet. Genau wie deine. Wir müssen zu Gandalf. Die erste Kammer ist unsere Zuflucht. Das war knapp.
Ihr habt Moria getrotzt und euren Mut nicht mit dem Leben bezahlt. Perfekt, wir kämpfen gegen Balrog. Die Kreatur aus den Tiefen erwacht zum Leben. Wir müssen dem Balrog standhalten. Seit wann können VIP-Shoutouts machen? Stimmt, jetzt weiß du, sagst du, du hast irgendwas. Lauft, ihr Narren! Eure Schwerter nützen hier nichts. Mei, wer greift mir jetzt schon wieder so rotzfrech von hinten an? Okay, ich bin jetzt Gandalf wahrscheinlich auch gleich hin, weil der Vollidiot mich da von hinten angegriffen hat. Cool, der scheiß Balrog jetzt mal da bleiben. Ja gut, so nah muss man jetzt auch wieder nicht auf die Pille rücken. Ja gut, das war jetzt dämlich, dass ich am Balrog mit Feuer angreife. Dunkelheit, Flamme von Udun. Cool, ich habe einen Balrog getötet. Der wird nicht länger unter deinem Zorn leiden. Bazi hat aber auch so lange nicht mehr gesehen, dass ich meinen Welcome-Sound auch vergessen habe. Ausrufezeichen Birgit. Entweder keine Zeit, keine Lust oder ich denke nicht dran. Ja, irgendwo ist es immer. Also so wie ich das sehe, werden wir mir einen Ringkrieg halt locker durchbringen. Endlich ist der Balrog von Morgoth besiegt. Dann müssen wir aber das Spiel fast auf 2 Streams aufteilen. Zurückgekehrt. Die Zwerge haben ihre angestammte Heimat wieder in Besitz genommen. Und die Kreaturen der Dunkelheit fliehen vor unserem Zorn. Doch die Befreier Morias wagen es nicht zu verweilen. Denn nun entsendet der dunkle Herrscher Sauron seine Armeen, um die freien Völker Mittelerdes in die Dunkelheit zu stürzen. Deine Flauschlaufkissen, gell, die passen perfekt in der Kallax-Regal rein. Ich hab meins jetzt als Schutz für mein Whisky. Ja, sag's mal. Flauschigkeit steht für Schutz. Ist doch perfekt. Hauptsache, du hast einen Nutzen gefunden für das Kissen. Und Hauptsache, es hält sich von der Qualität her. Das ist das Wichtigste. Und wieder fällt Osgiliath eine bedeutende Rolle zu. Ohrensau, perfekt. Genau das möchte ich den Ringträger hierher gebracht hatte, war er weise genug, ihn weiterziehen zu lassen. Nun hält eine Garnison der Menschen hier Stunde um Stunde argwöhnisch Wache. Insgeheim hoffen die Verteidiger des Vorpostens, Faramir und seine Waldläufer mögen bei Tagesanbruch zurückkehren. Doch angesichts der wachsenden Orkhorden ist Hoffnung allein nur ein schwacher Schild. Am anderen Ufer des Anduin herrscht eine gespenstische Stille, während die Angst von den Verteidigern Osgiliaths Besitz ergreift. In der undurchdringlichen Dunkelheit harren diese mutigen Männer ungeduldig der Morgendämmerung. Verteidigung von Osgiliath. Kennen wir ja doch ganz schnell, warum eigentlich. Naja, kämpfen wieder aus Krieger. Irgendwie kommen wir mit denen ein bisschen zurecht, was auch nicht. Oder mit Schützen. Da kommen sie! Haltet sie auf, Männer! Weicht nicht zurück!
Boah, leck, was war denn das? Sie ziehen sich zurück. Bleibt wachsam. Deckung! Bogenschützen in den Ruinen! Bogenschützen! Ja, wo? Kommen einfach aus der Luft, die Bist du Pfeile. verrückt? Bleib in Deckung! Da kommen noch mehr! Sie geben nicht auf! Au. Krieger! Unsere Pioniere errichten eine Belagerungsbarriere, aber sie brauchen mehr Zeit! Wir müssen die Basilika halten! Wir werden sie verteidigen, egal was kommen mag! Haltet die Stellung, Männer! Haltet stand! Unsere Pioniere sind gleich soweit! Nur noch etwas mehr Zeit! Okay, die haben ganz minimal in der Überzahl. Haltet die Linien! Das ist ein fetter Orke, leck mich am Arsch. Wir haben nicht genug Männer! Aber mit Schützen. Gut. Hä? Oh. Das ist jetzt schlecht, wenn da ein Magier drin steht. Besser für den Leuk, Birgit. Gut gemacht! Und jetzt nicht sie weg! Schnell! Die Belagerungsmaschinen feuern! Nicht sie weg! In Deckung! Flieht! Schnell! Ah, das werden sie spüren! Diese Abreibung war das Opfer wert! Naja, ich weiß auch nicht. Die Orks brechen durch unsere südliche Besteige ein Flanke. Pferd. Erobert das Heiligtum zurück! Reitet schnell zum Heiligtum! Oh, jetzt kann man Nazgul sagen. Ja, perfekt. Also ich kann auch generell nur treten. Gut, dass die alle vor einer Richtung kommen, das macht es mal ein wenig einfacher.
Gondors. Das Heiligtum gehört uns. Die Waldläufer aus Sizilien sind zurückgekehrt. Sie sollen Passt. sich an Spielen wir aus unserer Faramir. Ich glaube, da haben wir Festung ein wenig mehr zum Ausrichten. Endlich! Hauptmann Faramir ist zurück! So, wo müssen wir jetzt hin? Ah, da hinten hin. Die einzige, der es komisch findet, wie der läuft. Krieger, eskortiert diesen Hobbit zum Ostufer. Er ist eine wertvolle Fracht. Beschützt den Halbling mit eurem Leben. Eskortiert Frodo zum Marktplatz, okay. Na, Skull! Deckung und bleibt in Bewegung. Verliert den Hobbit nicht aus den Augen. Warum hat der so kurze Fies? Bleibt in der Nähe. Der läuft eh auch nicht mehr weiter, oder? Tatsächlich. Wie der Einzige, der sich fragt, ob der Frodo auch frech ist, wenn er weg ist, nicht nur froh, wenn er... Ich bin bereit. Gott! Ach, der Frodo zeigt quasi als Speer. Schnell! Fällt diese Orks! Der Hobbit darf nicht sterben! Quamp als Bergschauf. Ja, perfekt. Beeilt euch! Weiter, du! Du Arschloch, du Grintix. Wo ist jetzt der Frodo überhaupt? Ach, du bist schon längst da, ja, herzlichen Glückwunsch. Ein Troll! Streckt ihn nieder! Wo? Na, lieber nicht. Ein Troll! Streckt ihn nieder! Bringt ihn zu Fall! Ich muss mit dir kämpfen, da steht am Brunnen umeinander. Okay, ich glaube, ich bin hier. Vorsicht! Den haben wir Ein schon. Troll! Gut gemacht! Der Hobbit hat aus Gilead überlebt und kann seine Reise fortsetzen. Gute Ja, immerhin. Arbeit, Männer. Danke, meine Freunde. Aber nun muss ich meine dunkle Reise fortsetzen. Es ist so schade, dass die Filmstimmen nicht dabei sind. Faramir wirft sich den Armeen Mordors heldenhaft entgegen. Doch nicht alle seine Soldaten sind dem Ansturm des Feindes gewachsen. Viele von ihnen erleiden ein blutiges Schicksal und nur wenige kommen mit dem Leben davon. Saurons Heerscharen setzen ihren Ansturm auf unsere Völker unbeirrt fort. Die überlebenden Menschen des Westens bilden ein letztes Bollwerk gegen einen Feind, der ganz Mittelerde in die Dunkelheit zu stürzen droht.
Der Feind ist zahllos wie die Blätter des Waldes. Und alle Hoffnung scheint verloren. Denn die